Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, vielleicht aber auch nicht, aber das Video wird ein bisschen anders. Und zwar will ich das Video nicht schneiden, also ich probiere es zum nicht schneiden, außer halt so ein bisschen Musik und so dazu. Und ich werde in diesem Video Fragen beantworten und dann mal auf really Basis, also auf ernste Basis halt so, dass ich nicht irgendwelche Jokes mache, wie ich es vielleicht sonst so in meinen Videos mache, sondern dass ich wirklich jede Frage ernst beantworte. Der Marc, Adi und Gianni haben ja alle auch schon mal so ein Video gemacht. Und ich finde so Videos immer mega cool zu schauen, weil du erfährst einfach mal so etwas über die Person und sie tut es jetzt halt eben mal ernst beantworten und allgemein, weil es ungeschnitten ist, sehen wir mal so ein bisschen, wie das sonst so ein bisschen aussieht vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann ja mal, ich weiß nicht, wie lange das Video geht, ich hoffe, es geht jetzt nicht mega lang und sonst könnt ihr ja auch dann abschalten, wenn ihr nicht mögt. Und sonst, ja, ich kann ja mal einen Tee holen oder keine Ahnung, nein, ich weiß auch nicht. Macht es euch gemütlich und ich werde jetzt mal die Fragen beantworten. Also, fangen wir gerade mit der ersten Frage an und zwar, hast du diesen Monat deine Tage schon gehabt? Nein, und zwar, ich habe, vielleicht wissen es die einen, ich habe eine Spirale. Heisst, ich komme meine Tage nicht mehr, beziehungsweise ich habe eine Spirale und das ist so eine Hormonspirale, das heisst, bei der einen ist es möglich, dass man seine Tage nicht mehr hat, aber und bei mir ist es möglich, bei der anderen ist es vielleicht nicht unbedingt, also es ist nicht unbedingt sicher, aber ich habe meine Tage auf jeden Fall nicht mehr, für die nächsten 5 Jahre oder so, darum habe ich es jetzt auch in diesem Monat noch nicht gehabt. Wie gross bist du? Ich bin 1,68 Meter und ich finde es lustig, dass mega viele Leute, die mich in Real Life sehen, mich viel grösser einschätzen. Keine Ahnung warum. Mit wie alt hast du deinen ersten richtigen Kuss gehabt? Ich glaube, das war mit 13 oder 14, aber ich weiß es eben nicht ganz. Ich habe meinen ersten Freund mit 13 gehabt und ich weiß nicht ganz, wann unser erster Kuss war, aber ich glaube, es war mit 13 gewesen. Podcast mit der Mara. Wir haben uns mal überlegt, einen Podcast zu machen. Es wäre auf jeden Fall mega nice, weil wir sind beide so Menschen, die mega gerne reden und ich glaube, wir sind auch voll so auf der richtigen Wellenlänge, um einen Podcast zu machen. Und das Problem ist halt, wir wollen eigentlich erst mit einem Podcast... Ah gut, dass jetzt mein Bruder singt. Ich hoffe, das ist jetzt das ganze Video durch. Aber ja, zurück... Egal, zurück zum Podcast. Wir wollen eigentlich so, weißt du, das richtig eher professionell machen. Also mit YouTube kann man eigentlich mit dem Handy anfangen. Wichtig ist halt einfach immer der Ton und beim Podcast ist halt nur der Ton wichtig und wenn du das mit dem Handy machst, ist es halt nicht so nice zum Zuhören, wie wenn du es mit einem richtigen Mikrofon machst. Darum würden wir das, wenn, dann erst mit einem richtigen Mikrofon machen. Und wir würden es wahrscheinlich auch nicht wöchentlich machen, sondern vielleicht dann, wenn wir Lust haben, weil halt Stress ist so mit Schule und so. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch nichts Fixes geplant, aber es wäre auf jeden Fall nice. Wie viele Beziehungen hast du schon gehabt? Ich finde es immer so schwierig, was ist genau wirklich eine Beziehung, weil es gibt halt noch so die Kindergartenbeziehungen, so hey, willst du mit mir gehen und nach 4 Tagen machst du Schluss. Sondern, ja, ich bin ein bisschen verkältet, falls das irgendwann mal auffällt. Ja, Mann! Ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch verkältet sind. Nein, keine Ahnung. Boah, es ist gerade mega komisch zu wissen, dass das nicht geschnitten wird. Weil so, man denkt sich immer so, oh, der Joke ist so lame, den hätte ich jetzt rausschneiden wollen. Egal, ja, that's me. Mal, schau, das hätte ich jetzt ausgeschnitten. Egal. Eben, wie viele Beziehungen ich schon gehabt habe. Oh, es ist so schwierig. Also, für mich ist eine Beziehung nicht einfach sagen, man küsst sich und man sagt, man ist jetzt zusammen und vielleicht nach einem Monat, ah, nein, doch nicht. Sondern eine Beziehung ist für mich etwas, das ein bisschen länger geht, wo intensiver ist und mit intensiver meine ich nicht weiter als ein Kuss, sondern halt wirklich das Vertrauen ist da, man kennt die Person in- und auswendig, man weiß genau, wie sie tickt, man ist füreinander da, man merkt, wenn es einem anderen schlecht geht und einfach so ein bisschen so, ja, das ist für mich eine Beziehung und darum würde ich sagen, habe ich insgesamt 2 richtige Beziehungen gehabt. Würdest du lieber auswandern oder in der Schweiz bleiben? Später bitte begründen. Ich würde lieber in der Schweiz bleiben, weil ich weiß nicht, ich finde es in der Schweiz am schönsten. Ich habe jetzt noch nicht, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch nicht die ganze Welt gesehen natürlich, aber ich fühle mich da daheim. Das sind meine Leute, die ich brauche, meine Kollegen, meine Familie. Und also ich will jetzt natürlich nicht Nein sagen, um mal ein Jahr irgendwo in einem anderen Land wohnen. Und auch Frankreich oder sonst allgemein das französische Gebiet, auch in der Schweiz, interessiert mich eher so ein bisschen, weil ich unbedingt mal Französisch will lernen, so richtig. Aber ich will jetzt nicht dort wohnen. Hast du vor, mal ein Lied mit Marc oder Can zu machen? Das ist auch so eine Frage.
ich habe mal mit dem Can darüber geredet und wir haben mal so ein bisschen ja, eben darüber geredet, aber es ist jetzt nicht fixes geplant, so ein bisschen über das Cover oder irgendwie so. Und ich finde es eigentlich noch cool, aber ich glaube, das wäre auch so etwas Einmaliges, weil das ist nicht so meine Richtung, wo ich will gehen. Weil zum Beispiel der Marc und der Can, die so machen die allgemein so ein bisschen mehr Musik und haben dementsprechend auch mehr Erfahrung als ich. Aber ich weiß auf jeden Fall, ja, das wäre sicher mal nice. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit mega um die Frage herum. Es tut mir leid, aber vielleicht auch absolut nicht, ich habe keine Ahnung. Würdest du Schule jetzt abbrechen für deine Liebe des Lebens? Ich finde das so eine schwierige Frage, weil ich denke mir so, gibt es so eine Situation, wo man die Schule abbrechen für die Liebe vom Leben? Weil ich denke mir so, die Liebe vom Leben will doch irgendwie auch, dass ich glücklich bin und dass ich so meinen Weg mache und nicht mir Scheinweg leite, wenn sie jetzt sagen, hey, wenn du jetzt die Schule abbrichst, dann bleibe ich bei dir, wenn du jetzt weitermachst, dann verpiss ich mich, so, dann ist das für mich jetzt nicht die wahre Liebe. Vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden, aber darum will ich jetzt eher die Schule nicht abbrechen, weil für mich wäre das nicht die wahre Liebe. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ja, vielleicht hat sich die Frage so beantwortet. Boah, mein Bruder. Ich hätte es vielleicht vom Video sagen. Egal, ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. Warum machst du keinen Diss-Track gegen den Danny, aka Daniel Paris? Für die nicht wissen, um was es geht, der Marc und der Daniel Paris, das sind zwei YouTuber, die haben mal im April einen Diss-Track gemacht. Ich glaube, es war im April. April. Und dort ist es einfach so darum gegangen, dass sie sich gegenseitig roastet. Und im Daniel seinem Diss-Track hat er auch ein paar Lines gehabt, wo er mich geroastet hat. Und dann habe ich ihm Marc seinem Diss-Track am Schluss gesagt, so, ja, soll ich auch mal einen machen, einen Diss-Track? Und eigentlich haben der Marc und ich das ursprünglich eher so ein bisschen geplant, dass es ein Joke ist. Also ja, so ein bisschen auf Joke-Basis, dass wir jetzt nicht vorhaben, da wirklich einen Diss-Track zu machen, sondern eher so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was wir genau gedacht haben. Auf jeden Fall hat es mega viele Rückmeldungen gegeben und ich komme jetzt noch wirklich teilweise immer noch Nachrichten über, ob ich jetzt einen Diss-Track mache. Leute, nein, ich mache keinen Diss-Track mehr, weil ich habe mal einen 300 Wörter Rap-Challenge-Dingsbums damit gemacht und das war ganz schrecklich gewesen. Und ich habe mir dann geschworen, ich will nie mehr rappen. Und ich glaube, das bleibt auch bei dem. Und ich glaube, der Zug ist schon abgefahren. Es war im April, jetzt haben wir Dezember. Wieso sollte ich jetzt noch einen Diss-Track machen? So, ist ein bisschen, naja, keine Ahnung. Nächste Frage. Auch andere Kolleginnen als Mara? Ja, ich habe auch andere Kolleginnen als Mara. Das Ding ist halt, es gibt so zwei Sachen. Zum einen, ich habe jetzt nicht so Kolleginnen, die vielleicht auch unbedingt vor der Kamera sein wollen. Also Mara ist jetzt eher so, die ist halt von Anfang an mit mir vor der Kamera. Und ich habe halt, also ich habe nicht dagegen, wenn jetzt eine Kollegin von mir vor der Kamera, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht so unbedingt die Kolleginnen, die jetzt auch wollen, mit mir ein Video machen oder mit mir oder so voll in meinen Stories dabei wären. Und zweitens ist halt Mara und ich verbringen halt am meisten Zeit miteinander. Wir sind in der gleichen Klasse, wir verbringen den ganzen Tag miteinander. Und sie ist halt schon so ein bisschen die Person, mit der ich am meisten Zeit verbringe. Und ich habe halt sicher noch eine andere Kollegin, aber mit denen habe ich halt jetzt nicht täglich Kontakt, so wie mit der Mara. Aber ja, ich habe auch eine andere Kollegin als Mara. Was willst du nach dem Gymi machen? Oh mein Gott, die Frage wird mir so oft gestellt, vor allem so in Livestreams auf Insta. Können wir mal auf Insta folgen, wenn ihr wollt. Ich heiße nicht Nati-Style _ eben, was ich nach dem Gymi machen will. Ich weiss es noch nicht 100% genau. Was ich weiss, ist, dass ich sicher nicht will, gerade nach dem Gymi studieren. Weil ich bin jetzt seit 12 Jahren in der Schule und ich habe noch 1,5 Jahre vor mir. Das heisst, ich bin nachher seit 13 fucking Jahren in der Schule und ich weiss nicht, ob ich noch Lust habe, um nachher weitere, keine 5 Jahre oder so lernen. Sicher nicht direkt nachher, weil ich kann das Lernen jetzt schon halb da oben und ich mag langsam nicht mehr. Und ich will, also was ich weiss, ich will mal so ein bisschen Richtung Moderation gehen, weil ich das mega gerne mache, so von Leuten reden und einfach so allgemein reden. Vor allem, ich habe mega gerne Vorträge zum Beispiel und so Sachen. Und ich weiss nicht, ob ich jetzt gerade Lust habe, zum wieder studieren. Aber ich habe keine Ahnung genau, was ich jetzt machen will. Vielleicht auch eben einen Sprachaufenthalt im Welschen, in Lausanne, Montreux oder so. Aber eben, ich weiss es noch nicht so genau. Was würdest du machen, wenn du jetzt ungewollt schwanger wärst? Wie gesagt, ich habe ja eine Spirale. Und das heisst, ich kann nicht schwanger werden. Aber jetzt angenommen, ich wäre jetzt schwanger. Ich finde es immer so ein schwieriges Thema, so abtreiben oder nicht. Das ist ja so ein bisschen, gibt es ja so ein bisschen Verschiedenheit. Könnt ihr sonst mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zum Thema Abtreiben ist.
Ich glaube, ich würde jetzt das Kind, wenn ich jetzt schwanger wäre, nicht abtreiben. Weil ich wüsste, ich hätte Familie und ich hätte Freunde, die mich unterstützen würden, die für mich da wären. Und will ich das vielleicht irgendwie schaffen mit Schule und Kind? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ich muss vielleicht dann auch ein paar Sachen streichen, die ich dann jetzt gar nicht mehr leben kann, weil mein Leben ist vielleicht jetzt schon recht stressig. Aber ich würde nicht ein Kind umbringen, nur weil ich, blöd gesagt, einen Fehler gemacht habe. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass wir dann einen Fehler gemacht haben, es kann ja immer etwas passieren. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Hast du mal Probleme in der Schule gehabt, Mobbing zum Beispiel? Ich muss sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst wegen dieser Frage. Ich weiß nicht genau wieso, weil ja. Aber ja, ich habe mal Probleme in der Schule, ich bin mal gemobbt worden. Aber ich glaube, es sind recht viele da draußen. Es hat ja mal geheißen, fast jeder Zweite oder so ist mal gemobbt worden. Aber ich weiß nicht, ich finde bei mir ist es so ein bisschen schwierig, über das Thema Mobbing zu reden. Ich bin sonst ein mega offener Mensch, aber ich weiß nicht, bei dem habe ich so ein bisschen Hemmschwelle. Vielleicht auch, weil ich weiss, dass vielleicht gewisse Leute das da zuschauen und dann ist es ein bisschen unangenehm. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber ja. Wann bist du das erste Mal betrunken gewesen? Also was heisst betrunken? Es kann heißen, dass man also betrunken eigentlich heisst ja so, dass man wirklich einen Filmriss hat, dass man am Kotzen ist oder dass man wirklich komplett einfach weg ist und eigentlich gar nicht mehr sich selber ist. Und ich glaube, ich bin noch nie so richtig betrunken gewesen. Also ich habe noch nie gekotzt oder einen Filmriss gehabt, aber ich bin schon sicher angetrunken gewesen. Und ich kann ja sagen, wenn ich zum ersten Mal so Alkohol getrunken habe. Also das allererste Mal war, glaube ich, mit 15 gewesen. Da hatte ich zwei Eve gehabt. Das ist einfach so Bier und also Fraubier. Und ich bin dort schon richtig angetrunken gewesen, weil ich so wenig vertrage. Ich vertrage so wenig. Ja, darum würde ich sagen, dort bin ich das erste Mal angetrunken gewesen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mal richtig betrunken gewesen bin. Aber ja. Was ist deine grösste Angst? Ich habe recht Angst, also wirklich recht Angst vor Spinnen. Also es sagen viele Mädchen, ja, ich habe Angst vor Spinnen, aber ich habe wirklich Angst. Also wenn eine Spinne an der Haustür ist auf der Seite, dann gehe ich raus rum, oder ich warte lieber eine halbe Stunde, bis jemand mir die Tür aufmacht und raus rum, bis jemand daheim ist. Ich habe wirklich so Angst, ich kann nicht in meinem Zimmer schlafen, ich habe so Angst vor Spinnen. Und ich habe auch noch Angst vor so Dunkelheit, bzw. so ein bisschen alleine heimlaufen, weil ich habe so ein bisschen Paranoia. Ich bin so ein bisschen paranoid von irgendwelchen Vergewaltigern oder keine Ahnung, das ist mega dumm, aber ja, vielleicht so ein bisschen so. Oder auch so, sobald ein Besoffener irgendwo in einem Zug ist und ich fahre heim, dann will ich am liebsten den nächsten Wagen nehmen. Ja. Kiffst oder schon mal gekifft? Nein, ich kiffe nicht, aber ich habe es einfach einmal ausprobiert. Ich habe einmal so einen Zug, eins genommen und ich habe so fest gehustet. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach gar nicht nice, es ist überhaupt nicht mies und ich will jetzt auch nicht unbedingt da jedem anraten, um es mal zu probieren oder um das zu machen, weil ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht nice, es ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man machen sollte, darum keine Ahnung, aber nein, ich kiffe nicht und ich rauche auch nicht. Kaufst du lieber Markenkleider oder Secondhand? Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich kaufe fast eher, glaube ich, Markenkleider. Ich weiß nicht, also zwar die Jacke ist jetzt von einem Secondhand-Shop. Ich muss sagen, es hat im Secondhand-Shop mega nice Sachen, wenn es so original 80er Jahre sind, stehe ich mega drauf. Ich würde am liebsten alles kaufen. Und es hat ja eigentlich auch Markenkleider gewisse in Secondhand-Shops. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, kaufe ich eher Kleider halt von gewissen Marken als jetzt von Secondhand. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht das allerbeste ist. Ja. Was läuft mit dem Adi? Oh, das ist ja so eine Frage. Das ist überall immer so eine Frage, mit wem, blablabla. Mit dem Adi läuft absolut nichts. Wir sind nur Kollegen und ja, vielleicht haben wir jetzt auch nicht anders erwartet, vielleicht auch absolut nicht, aber wir sind nur Kollegen und es läuft absolut nichts. Ja, das wäre jetzt schon die letzte Frage gewesen. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht mega lang gegangen für euch, aber ich habe es noch spannend gefunden und vielleicht habt ihr es auch spannend gefunden. Könnt ihr mal so ein bisschen Kommentare schreiben, wie ihr das findet, so Videos, die eigentlich ungeschnitten sind. Ich bin immer so ein bisschen aufgeregt bei so Videos, weil wenn ich ein Video filme, wo ich weiss, ich kann es schneiden, dann ist es so, ich kann es ja noch mal sagen, oder ich kann dann das ausschneiden, wo ich etwas dumm sage und das kann ich jetzt nicht. Ja, schreibt in die Kommentare, gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich kostenlos, also ja, ihr könnt mich genau jetzt abonnieren, wenn du mich jetzt da draussen noch nicht abonniert hast, dann
mache es jetzt gerade da unten. Und dann die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, weil manchmal funktioniert das nicht ganz bei der Abo-Box. Und so kommt ihr immer Benachrichtigungen über. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!